Guten Morgen, es geht weiter mit den spielbereiten Decks. Neuerdings gibt es jetzt auch Karten, also alternative Kartenkunst mit sich bewegenden Flugzeugen. Sieht eigentlich noch frech aus, gefällt mir. Also es ist natürlich nicht im Verhältnis, was es kostet, aber im Prinzip sieht es noch recht ansehnlich aus, wenn es nicht die Performance dann vom Spiel massiv beeinträchtigt. Also mir gefällt das, finde ich eine gute Idee, gute Weiterentwicklung. Der Preis ist nicht angemessen, aber das spielt so weit keine Rolle. Wir spielen jetzt ein spielbereites Deck, das noch nicht spielbereit ist, weil ich noch nicht alle Karten habe. Ich wurde kürzlich gefragt, ob ich mehr Decks mit Deutschland machen könnte. Also es ist eigentlich naheliegend, dass wir jetzt Old Boys soweit bearbeiten, dass es spielbar wird. Ich sehe jetzt diese Karten, die habe ich alle. Welche fehlt mir? Die Elite-Karte fehlt mir. Ja, die müssen wir dann wohl erstellen. Was fehlt mir noch? Die Brigade. Fehlt mir noch. Ah, ich brauche 3. 2 hatte ich schon. Die war jetzt ja nicht so teuer. Und diese da fehlt auch noch. Gut, auch erstellt. Jetzt müsste ich Ah, hier ist auch noch eine. Erstellen. So. Da ist auch noch eine, oder? Ja. Habe ich jetzt alle? Auslöschen. Mal sehen. Old Boys. Old Boys. Old Boys. Fast wie Bad Boys. Gut. Funktioniert. Dann spielen wir mal Old Boys. Old Boys. Willkommen. Runde 1. Ich habe mir jetzt die Karten gar nicht alle angesehen. Das machen wir gleich beim Spielen. Also wir spielen mal Deutschland. Wir haben ja viele Elite-Karten. Weg, weg, weg. Wir brauchen sicher diesen Panzer, der die Elite-Karten dann verbessert. Okay, das ist ein deutscher Rush-Spieler. Der kann mir im Prinzip diesen Panzer zerstören. Aber ich muss ja trotzdem etwas spielen. Ah, habe vergessen, die Effekte wieder einzuschalten. So. Jetzt hat er 3 Ja. Damit musste ich leider rechnen. Jetzt nehmen wir diesen Flieger rein. Den zerstört er mir nicht. Und sein Panther ist dann weg. Blindungsschock. Ah, der nimmt den Panther jetzt zurück. Sie rennen mit Kosten von 2 wenig verstärkte Truppen um. Das müsste ja jetzt klappen. Zack, bist du verstreut. Und Bindungsschock. So. Jetzt habe ich hier eine Schockeinheit und meine deutschen Einheiten werden um 1 reduziert, wenn sie auf meine Hand kommen.
Ja. Ich bin jetzt ein bisschen gestört. Also der kommt jetzt in die Front. Kann ich mit dem zerstören? Das heißt, ich kann so eine spielen, diesen spielen und hier angreifen. Als nächstes brauche ich den, um den wegzumachen. Ah, ja. Zerstörer eine, die 2 Credits oder weniger kostet. Sind das beide nicht. Aber die wird ja dann Elite. Und ich ziehe eine Karte. Und das ist ein Bomber. Ah, okay. Das geht dann wohl nicht. Dann, ja, der wird mir jetzt den Bomber, wird er mir den Bomber zerstören? Vermutlich. Der ist jetzt ganz Aha. Mag er nicht. Okay. Ah. Nehmen wir jetzt, wir nehmen da rein, zerstören den. Weil sonst ist der wieder nicht ganz rechts. Der wird, glaube ich, um 1 besser, wenn er Veteran ist. Also, wir gehen da mit dieser Wache rein. Spielen noch diesen. Der kostet 1. Ah, shit. Jetzt kriege ich den nicht mehr in die Front. So habe ich jetzt noch einen Credit. Keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte keinen Credit mehr. Ein Credit da. Ich kriege einen Credit und eine Karte eigentlich. Ja. Na gut, dann muss der in die Front. Jetzt wird niemand Veteran. Ich habe da 6. Die wird zerstört. Die geht in die Front. Den brauche ich nicht. Okay. Versuchen wir das so. Ja, die ist heftig, diese Karte da.
Jetzt haben wir hier eine Wache. Spielen wir diese Wache. Dann, wenn ich jetzt da angreife, die überleben das alle nicht. Blitz. Okay. Jetzt kann. Machen wir das so. Die Wache überlebt. Die Elite-Einheit überlebt auch. Ja, jetzt setzt er den nochmal ein. Da wird mir dann diese Einheit. Okay. Dann spielen wir jetzt diesen Jagdpanzer. Wir zerstören diese Einheit. Dann zerstören wir diese Einheit. Wir ziehen hier in die Front und saugen hier an. Jetzt wird er seine Einheit verwenden, um diese Einheit zu neutralisieren. Das kostet die 5, 6 Credits. 7 Credits kostet die. Ja, war soweit klar. Also jetzt hat er alle Karten gespielt. Das Problem ist, er hat hier eine ziemlich starke Karte und das habe ich nicht. An seinem Hauptquartier ein bisschen Schaden verursachen. Aber wenn ich keine Elite-Karte habe in sofort, ist diese Runde verloren. Ja, jetzt sind alle Vorteile bei ihm. Okay, wir nehmen jetzt diese Einheit mit rein. Wir zerstören die Lufteinheit. Das Spiel wird nach dem 3. Mal Veteran, okay. Und wir nehmen den aus dem System, damit der überlebt. Okay. Das ist ein 6-6er, die überlebt auch diese Karte. Der zerstört mir jetzt den. Und schon nicht mehr.
10 Schaden pro Angriff. Okay, welchen zerstöre ich jetzt da? Jetzt habe ich natürlich die ganze Elite-Karte nicht mehr. Also den Panzer für die... Ah, wir haben gleich 2 davon, okay. Ja, wenn man mit Deutschland rushen will, macht diese Karte absolut Sinn. Ja, das opfere ich, diese Einheit jetzt. Ja, ich muss Quartier schützen. Ja, schade. Jetzt kann er mit diesem Panzer diese Einheit zerstören, mit dieser Einheit kann er diese Einheit zerstören, dann hat er diese Schockeinheit noch, um mein Hauptquartier und meine eventuellen eingesetzten Einheiten zu zerstören. Okay. Also erste Runde verloren. Dann spielen wir gleich noch eine zweite Runde. Also ich würde jetzt mal sagen, das Old Boys Deck, das ist besser als das Bodybuilding Deck der Russen. Meine teuer gekauften Karten konnte ich jetzt gar nicht einsetzen. Wir versuchen das jetzt in einer zweiten Testrunde, ob es besser läuft. Vorausgesetzt, ich finde jemanden, der gegen mich spielen möchte. Der Radar sucht und sucht. Und sucht. Ah, endlich jemanden gefunden. Oh, mit Handgranaten. Okay. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Mit Veteranen. Slier, die weg. So. Also Einheiten, die du einsetzt. Zack, bumm, rein damit. Einheiten, die du einsetzt, erhalten Blitz, wenn sie ganz links in der Hand waren. Schock, wenn sie ganz rechts waren. Also da müsste ja jetzt Schock haben, aber dann kann ich es nicht einsetzen. Ich kann jetzt Zieleinheit auslöschen. Macht Sinn. Und der macht ihm Angst. Scheiße. Hat Bindung. Schock. Ja, muss ich jetzt machen. Den brauche ich.
Da muss ich als nächstes der spielen, dass der ganz links ist. Okay. Ah, mag er nicht. Okay, ganz rechts ist auch gut. Da muss ich den jetzt spielen. Also 4, 5. Und ich habe hier Schock. So läuft das. Der ist auch ganz links. Allein wenn ich eine Karte ganz links ausspiele. Okay. Ein Marinespieler. Okay. Was wird der... Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Ich muss mit dem an die Front, dem kann ich den zerstören, aber der wird jetzt mit seiner 4er-Karte den wegnehmen und verdoppeln. Also das Deck wird gegen einen Marinespieler ganz sicher nicht funktionieren. Da bin ich viel zu wenig schnell. Okay, jetzt haben wir hier 2 Schaden. Problem Nummer 1 ist weg, kann nicht mehr verdoppeln. Ich habe nur noch 9, der hat noch die Bismarck in der Hand. Der geht es da. Jetzt setzt er den fest, okay. Also den mal umwandeln. Dann kriegt er den nicht zurück. Dann hier einmal angreifen. Hier einmal in die Front. Dann wird... Ja, ich brauche diesen da. So. Mit dem Panzer könnte ich dann vielleicht seine Bismarck zerstören. Gut, die hat er. Scheiße. Okay. Das heißt, jetzt kann ich seine Bismarck zerstören. Ha! Die Bismarck erwischt. Ich habe seine Bismarck erwischt. Balam, 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 balam.
Okay, und so setzt er jetzt diese Zieleinheit fest. So, ich muss mein Hauptquartier schützen, damit er nicht mit einem Blitzflieger oder so. Ja, das nützt dir jetzt nichts mehr. Das ist genau diese Karte, die ich gemeint habe. Das Ding ist jetzt, ich muss 5 Schaden verursachen. 1, 2, 3, 4. Wenn er jetzt die Karte hat, werde ich in die Front ziehen und alles zerstören. Das war jetzt aber enorm missglückt, dass ich genau die Bismarck erwischt habe. Ist auch, wieso hat er sie nicht schon vorhin gespielt? Wieso hat er zuerst den... Ah, der wollte, der hatte Angst, dass ich vielleicht seinen Befehl konnte oder so. Ja gut, das waren 2 Runden. 2 Testrunden mit den Old Boys. Das Deck, also das Deck ist jetzt nicht so schlecht. Kann man darüber diskutieren. Ist vor allem auf Veteranen ausgelegt, aber ich denke, man könnte die mit den Veteranen noch ein bisschen was mehr machen. Aber ich bedanke mich doch recht herzlich zum Zuschauen und Zuhören. Und das nächste Deck, keine Ahnung welches, stelle ich dann anschließend in einem nächsten Video vor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.